Wie viele Stufen hat eine unendliche Treppe? Wie weit ist der Himmel von der Erde entfernt? Wie weit die nächste Chance vom letzten Fall? Wie klein müsste Gott werden, um ihm in die Augen sehen zu können und zu sagen: Ich bin wütend, ich bin berührt, ich bin enttäuscht und überwältigt. Welche Seele wird sich in diesen Augen spiegeln? Ist es Liebe, Wahrscheinlichkeit, Staunen, eine Erwartung, eine Antwort, eine Frage? Vertraust du mir? ...30 Tage, 30 Aufstiege zum Unendlichen. Die Treppe, eine ungewöhnliche Begegnung mit Gott. Ja, ich freue mich sehr. Dass das mitgeht. Ich freue mich sehr, heute Morgen Fabian Zitta bei uns zu Gast haben für den GVC-Tag. Sie ist hier mit mir auf der Bühne, hier auf der GVC-Bühne. Sie hat das Buch geschrieben, wo wir jetzt gerade den Trailer gesehen haben, «Die Treppe, eine ungewöhnliche Begegnung mit Gott». Herzlich willkommen, Fabian, schön, dass du da bist. Hey, danke vielmals. Mega lässig, dass du dir da Zeit nimmst. Vielleicht sitzt du jetzt da und du denkst, ich kenne Fabian gar nicht wirklich. Wer ist das? Hey, wir Pastoren haben Fabian auch erst vor ein paar Wochen kennengelernt. Und zwar, du bist hier angekommen, um unsere Räume zu besichtigen. Wir vermieten ja auch immer wieder die Räumlichkeiten, die wir hier haben. Und wir sind mit ihr ins Gespräch gekommen, haben sie ein bisschen kennenlernen. Und als sie dann wieder gegangen ist, haben wir Pastoren untereinander über das Buch austauscht. Die Joni hat mir das vor ein paar Jahren geschenkt. Und der Elias ist es auch am Lesen und wir haben uns so gegenseitig gesagt, hey, es wäre genial, Fabian mal einzuladen und von ihr dürfen zu hören, was Gott in ihrem Leben da hat und von diesen Gottesbegegnungen dürfen zu hören. Und darum freue ich mich riesig, dass das geklappt hat, dass du den Weg auf dich genommen hast, von Witzigkeit da ins Ahrtal zu kommen. Fabian, erzähl doch mal kurz noch, wer bist du? Für all die dich noch gar nicht kennen. Genau, also ich bin Fabian Zitta. Ich bin verheiratet, habe 2 kleine Mädchen, 5 und 2,5. Und mein Herz schlägt wirklich hauptsächlich so für ehrliche Gespräche, inspirierende Kunst und für meine Familie. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Fabian, du hast vor ein paar Jahren das Buch geschrieben, «Die Treppe», die ungewöhnliche Begegnung, die du mit Gott gehabt hast. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend und du wirst uns mitnehmen, wirst uns einiges aus dem Buch erzählen. Das ist ja deine Lebensgeschichte oder ein Teil von deiner Lebensgeschichte. Jetzt zum Start, erzähl uns doch einmal, wie ist es dir vor dieser Begegnung gegangen? Wie hat dein Leben dazu mal ausgesehen? Also es war so, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen als Fotografin und bin mit meinem Mann eigentlich gerade auf dem Weg nach Australien. Es klingt mega lässig und wir waren auch mega happy dürfen wir auf Australien gehen, weil mein Mann wollte im Ausland studieren, ein ganzes Jahr, so ein Pflicht-Auslandsjahr für ihn. Und wir sind mega euphorisch dort angekommen, irgendwie, Strand und alles, also super gewesen. Er hat dann gerade angefangen zu studieren, hat in der Church angefangen Gitarre zu spielen, ist jeder Skater-Surfer-Typ, also irgendwie voll sein Land gewesen. Und ich habe dann gedacht, ja, voll easy, ist doch cool. Habe angefangen Bewerbungen zu schicken und noch mehr Bewerbungen, und irgendwie ist nichts zurückgekommen. Also ich habe wirklich, 100 Bewerbungen geschrieben und es hat sich einfach nichts aufgetan. Und ich habe dort einfach gemerkt, dass ich zum einen je länger, je mehr unterfordert bin, weil ich einfach nichts zu tun habe. Ich habe, während mein Mann studieren, bin ich daheim gewesen, oder habe eben versucht, etwas zu bewirken. Und auf die andere Seite komplett überfordert. Also einfach mit dem, ich bin allein in einem neuen Land, meine Familie ist mega weit weg, meine Freunde auch.
Zeitumstellung und alles war irgendwie heavy gewesen. Und ich habe nach und nach eigentlich eine Depression bekommen und durch den ganzen Stress haben sich bei mir so Stresssymptome entwickelt, körperlich. Also ich habe Schmerzen bekommen in der Brust, im Bauch, habe nicht mehr gut schnaufen. Und zu allem anderen ist dann an einem Tag die Nachricht gekommen, dass meine Schwägerin an Krebs erkrankt ist. Und das ist so wie ein Schlag wirklich voll ins Gesicht gewesen, wie mein Papi selber schon an Krebs erkrankt ist und gestorben ist. Also aus dem Living the Dream in Australien ist es eine sehr herausfordernde Zeit für dich geworden. Du hast gesagt, du bist zurückgekommen in die Schweiz, enttäuscht auch, entmutigt. Hast dich gefragt, was hätte das eigentlich alles sollen? Und dann bist du wieder in eine Gemeinde gegangen und dann am gewöhnlichen Sonntagmorgen, so wie wir jetzt hier versammelt sind und zusammensitzen, hast du eine außergewöhnliche Begegnung mit Gott gehabt. Erzähl uns doch mal mehr davon. Also es ist wirklich, ich bin mega am Boden zerstört gewesen. Ich habe mich halt mega als Versagerin gefühlt, zum einen jobmäßig, aber zum anderen auch müssen eingestehen, dass eben Australien, wo für alle der Traum ist, eben nicht mein Traumort war. Mein Mann wäre mega gerne geblieben, hat sich aber dann wegen mir entschieden, um mit mir in die Schweiz zu ziehen. Wir haben vorher aber in Deutschland gewohnt, also wir sind sozusagen im Ausland weiterhin gewesen. Und dann bin ich wirklich so in einem normalen Gottesdienst gesessen und irgendwie habe so das Gefühl, hey, jetzt muss ich wie Gott so eine Art des Ultimatum stellen. Weil ich habe das Gefühl, hey, wenn Gott nicht etwas ändern auf dieser Welt, dass es sich gut oder einfach besser anfühlt, dass das lebenswert ist für mich nach dieser ganzen depressiven Phase auch, dann macht das für mich zu wenig Sinn, irgendwie alles. Und dann ist es so gewesen, der Pastor hat auf der Bühne irgend so etwas gesagt wie: Wenn du deine Geschichte nicht erzählen kannst, dann schreib ein Buch darüber. Und ich habe irgendwie nicht so recht gewusst, ob er es wirklich gesagt hat oder ob einfach der Satz irgendwie bei mir ins Herz geschlagen ist. Wahrscheinlich ist es für alle anderen egal gewesen, aber mir hat es so ganz tief wirklich ins Herz gesprochen. Ich habe das Gefühl, der war irgendwie für mich bestimmt gewesen. Und im gleichen Moment habe ich eigentlich wie so vor meinem inneren Auge so einzelne Sequenzen von so Filmausschnitten gesehen. So Teil von Geschichten, so ganz, ganz kurze Erlebnisse und immer wieder der Begriff 30 Tage im Thronsaal. Und für mich ist der Thronsaal immer so ein Ort gewesen, wo Gott wohnt. Und 30 Tage sind eine ziemlich genaue Angabe gewesen. Und darum habe ich irgendwie recht schnell so das mit Schreibensbuch 30 Tage und die Begegnung irgendwie im Thronsaal, wo ich so ein bisschen einen Hauch gesehen habe, habe ich etwas damit anfangen und das Gefühl gehabt, okay, Gott will mir wirklich etwas zeigen. Sehr, sehr spannend. Es ist der Montag geworden, nach dem Sonntag. Und dann ist es losgegangen mit dieser ersten Gottesbegegnung. Wie war das genau gewesen? Also am Montag muss ich zuerst mal sagen, das habe ich fast schon wieder vergessen. Irgendwie mega euphorisch am Sonntag und am Montag irgendwie so, ich bin mega müde, mag nicht. Dann habe ich so ein Andachtsbuch aufgeschlagen, das ich mega selten aufgeschlagen habe. Und spannend war, dass dort wirklich gerade so auf der ersten Seite von der Kapitel, wo ich war, ein Bild von einem Tempel oder Thronsaal war. Das war so das Erste, das gerade so mega tief eingefahren ist. Und der Bibelvers, der so dort gestanden ist, war aus dem Psalm: Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Und ich habe gemerkt, ja, vielleicht ist es Zufall, aber ich habe es wirklich als Aufforderung genommen, einmal daran zu denken, was Gott mir irgendwie am Tag vorher so schon ein bisschen gezeigt hat. Und wie ich nicht gewusst habe, was ich sonst machen soll, bin ich auf dem Sofa gesessen, habe die Augen zugemacht und einfach mal gewartet, was passiert. Ein bisschen naiv, aber es ist wirklich so, Gott ist gnädig. Und er hat dann wirklich so mega schnell mir so eine Art wie so einen Tagtraum gezeigt. Also es war so wirklich, wie wenn ein Film vom inneren Auge abläuft. Und ich bin dort gestartet, sozusagen bei einer mega langen Stege. Also ich bin dort unten gestanden und es hat nichts anderes gegeben als die Stege so von meinem inneren Auge. Also dachte ich, ja, okay, fange ich mal an aufzulaufen. Und nach einer gefühlten Ewigkeit dachte ich, ja gut, nein, so habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt eigentlich, dass jetzt irgendetwas passiert in meinem Leben. Und dann ist so die erste Person sozusagen, vom Buch, die mega relevant ist im Buch, mir begegnet. Ein Mann in Weiss, er hat keinen Namen und keine Bezeichnung. Und er hat mich dann eigentlich sozusagen begleitet, bis wir oben an den Stegen angekommen sind. Sehr, sehr spannend. Und dann, wie ist es weitergegangen? Kannst du uns da noch ein bisschen
einen Einblick geben? Also ich würde gerne jetzt ein bisschen etwas vorlesen, Ja. gerade direkt, wenn, genau, dann wissen ihr vielleicht auch ein bisschen, wie es sich anfühlt. Darf da zurücklehnen, Genau. zuhören, euch das vorstellen. Wir kamen vor einer kleinen Holztür zu stehen. Hier ist der Eingang zum Thronsaal. Bist du bereit? Fragte der Mann. Was war denn das für eine Frage? Klar, von außen entsprach das bisherige nicht ganz meinen Erwartungen, aber warum sollte ich denn nicht bereit sein? Ich hatte am Tag zuvor doch schon erste Bilder vom Innern des Thronsaals gesehen. Deswegen war ich schließlich hier. Das war bestimmt ein Trick, dachte ich, so wie mit der Treppe. Nichts ist, wie es scheint, harte Schale, weicher Kern. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber. Ich öffnete die Tür und ging hinein. Und augenblicklich, ich war fassungslos. Mir stand die Enttäuschung nicht ins Gesicht geschrieben, nein, sie war eintätowiert. Das Innere des Gebäudes war dunkel und kahl. Die Innenwände bestanden aus demselben tristen Stein wie ihre Außenseiten. Lediglich ein paar Fenster waren weit oben in die Mauern eingebracht und das spärliche Licht, das durch sie fiel, reichte geradeaus, um einen Holzstuhl erkennen zu lassen, der im hinteren Drittel des Raums stand. Ansonsten war das Gebäude leer. Ich ging ein paar Schritte in die gähnende Leere hinein, später in die Ecken. Nichts. Ein Holzstuhl in einem leeren Zimmer. Ich wurde wütend. Tatsächlich wurde ich derart wütend, dass ich mich auf der Stelle umdrehte, aus der Tür und am Mann, der daneben stand, vorbeistampfte und mich daran machte, die Treppe wieder hinabzusteigen. Veräppeln konnte ich mich selbst. Ist es nicht das, was du erwartet hast? Fragte der Mann, der noch dort stand, wo ich ihn stehen gelassen hatte. Ich entschied mich, eine derartige Frage nicht zu beantworten. Vielleicht hast du nicht alles gesehen? Wollte er mich jetzt auch noch für dumm verkaufen? Da gab es nichts zu übersehen. Der Raum war leer gewesen, bis auf diesen lächerlichen Stuhl. Ich war beleidigt, aber ich musste zugeben, dass ich mir dann doch nicht hundertprozentig sicher war. Der Raum war relativ dunkel gewesen und ich war sehr schnell wieder nach draußen gelaufen. Was, wenn ich tatsächlich etwas übersehen hatte? Etwas, das der ganzen Farce doch noch einen Sinn gab? Eine Kleinigkeit nur, die meine Wahrnehmung des Raums verändert hätte? Blödsinn, der Raum war leer gewesen, ich war ja nicht blind. Außerdem ging es ja gar nicht darum. Die eigentliche Frage war ja, wo war Gott? Um ihn ging es doch. Sah so ein glorreicher Thronsaal aus? Ich bemerkte, dass ich stehen geblieben war. Ich war sauer, aber ich wollte auch nicht einfach mit leeren Händen wieder die Treppe hinabgehen. Widerwillig gab ich der Sache also eine letzte Chance. Ohne den Blick des Mannes zu würdigen, ging ich an ihm vorbei, erneut in das Gebäude. Es war immer noch leer. Leer und grau und dunkel und leer. Ich ging einmal von vorne nach hinten und wieder zurück, sah zur Decke hoch, vielleicht hatte sich ja dort etwas versteckt. Und unter dem Stuhl, aber es war nichts da. Ich hätte nichts übersehen. Ich klammerte mich an das Einzige, was in der Lage war, dem Ganzen doch noch einen kleinen Fetzen Sinn zu geben, den Stuhl. Ich setzte mich ihm gegenüber auf den kalten Boden und starrte ihn an, während ich auf eine Eingebung wartete. Stuhl, braun, Holz, 4 Beine, eine Lehne, Stuhl. Stuhl, 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 ein blöder Stuhl. Mein Kopf blieb so leer wie dieser Stuhl, so leer wie das ganze Gebäude. Ich löste meinen Blick von dem nichtssagenden Ding und entdeckte ein kleines Holzkreuz, das hinter dem Stuhl an der Wand hing. Hatte das davor auch schon dort gehangen? Ganz langsam, nach und nach dämmerte es mir und das Licht des Verständnisses begann, meinen Kopf zu erhellen. Was, wenn der Thronsaal nicht wegen Gott so schlicht gehalten war, sondern wegen mir? Wäre ich tatsächlich von einem grandiosen Dom angekommen, mit diamantenbesetzten Toren, Goldstrahlenkapitellen und einem majestätischen Thron und Gottes blendende Herrlichkeit, hätte ich mich jemals getraut, auch nur einen Fuß in solch ein Gebäude zu setzen? Vor diesem Gott hätte ich höchstwahrscheinlich die Beine in die Hand genommen, die Zimmertür hinter mir verriegelt und mich unter meiner Bettdecke verkrochen. Zu gut wusste ich um meine Unzulänglichkeiten, darum, wie klein ich war und wie groß meine Schwächen waren, wie viele Absagen ich in letzter Zeit auf meine Bewerbung bekommen hatte. Und im Angesicht von Gottes Vollkommenheit
wäre meine Unvollkommenheit so deutlich zutage getreten wie Erde unter einer zu dünnen Schicht Schnee. Gott aber wollte nicht, dass sich all das zwischen ihn und mich stellte. Er wollte sich mit mir treffen. Deshalb, so war mir nur klar, hatte er sein Zuhause für unsere erste Begegnung so gestaltet, dass ich auch nicht im Entferntesten gezögert hatte, einzutreten. Er hatte seine ganze königliche Großartigkeit und Herrlichkeit für mich abgelegt, damit ich ohne Vorbehalte ihn besuchen konnte. Danke vielmals fürs Vorlesen, für den Einblick, so in die erste Begegnung, die du gehabt hast, wo du in den Thronsaal hochgelaufen bist. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist nachher noch weitergegangen, darum ist auch das Buch nachher noch so dick. Und zwar hast du noch 29 weitere Begegnungen in dem Thronsaal gehabt. Du bist immer wieder die Treppe hochgelaufen, hast du mir erzählt. Und dann ist dir jedes Mal Gott begegnet. Es würde mich wundern, was ist da so abgegangen? Was hat er dir gesagt? Vielleicht wozu? Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Ja, also spannend war, dass die Stege wirklich ein recht zentrales Element geworden ist. Zum einen war es eine grosse Hilfe für mich, weil ich immer wieder so einen Ort gefunden habe, wo ich anfangen kann, wo ich mich auf den Weg machen kann. Und zum anderen war die Stege auch so ein Symbol, um wirklich mich entscheiden, gehe ich jetzt den Weg oder nicht. Und es hat so Tage gegeben, da hatte ich irgendwie nicht so Lust gehabt. Aber ich meine, wir meinen, dass man immer dann euphorisch wieder raufrennt. Aber ein paar Tage bin ich einfach mega müde und dachte, nein, ich habe jetzt heute eigentlich nicht so Lust. Ich habe auch keine Zeit, ich bin gestresst, ich habe mega viel zu tun. Und ich habe jetzt nicht Zeit, um einfach eine Stunde anzusitzen und zu hören, was Gott sagen hat. Und nach ein paar Tagen ist man eigentlich so nach dem ersten Stegentritt schon oben angekommen. Und das hat mir mega geholfen, so im Alltag auch, dann das zu sehen, okay, der Weg zu Gott ist nicht immer gleich lang oder fühlt sich nicht immer gleich einfach an. Und spannend war auch der Thronsaal, wo ich so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist auch sehr unterschiedlich gewesen. Also ich glaube, Gott hat mir in dem Sinn wie einen Thronsaal zuerst mal einfach als Ort gezeigt, so dass ich mir vielleicht das Bild machen kann, wie es Menschen oft einfacher fällt, wenn man so eine konkrete Vorstellung hat. Aber Gott ist natürlich nicht angewiesen auf einen Ort oder auf einen Raum. Und je länger ich ihm irgendwie vertraut habe, desto mehr habe ich loslassen von dieser klaren Vorstellung, wie Gott an mir begegnen muss oder wie ich es gewöhnt wäre. Und was wirklich mega speziell war, ist, dass Gott mega viele verschiedene Themen aus meinem Alltag mit hineingenommen hat in die Begegnungen, dass sehr viel, wirklich sehr viel erkannt habe über mich, über das Leben und dass ich aber auch sehr viele Lektionen gelernt habe. Manchmal schmerzhaft, manchmal auf eine humorvolle Art, manchmal sehr tief und manchmal ganz banal und sehr, sehr viele Tools auch mitgenommen habe aus diesen Begegnungen. Jetzt würde es mich wundern, wie muss ich mir das vorstellen, ein Tagtraum? Du sitzt an, machst die Augen zu und dann ist da Gott, sozusagen. Wie ist das genau? Ich erlebe das leider nicht so. Und was mich auch wundern, hast du nicht manchmal Momente gehabt, wo du denkst, ja, das ist jetzt einfach deine Fantasie, du bist ja sehr kreativ, Künstlerin. Was, wenn das einfach deine eigenen Gedanken sind? Also ich habe mir schon auch überlegt, natürlich, weil klar, man weiß es ja nicht 100% sicher. Aber auf der anderen Seite denke ich weiß nicht, was anmassender ist, ob ich sage, ja, ich habe mir das alles selber ausgedacht oder Gott ist mir wirklich begegnet. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wichtig ist, was es mit mir und meinem Leben gemacht hat. Und das ist etwas, wo ich nicht selber so fest in die Hand nehmen mit, ja, ich denke jetzt einfach schöne Sachen und dann geht es mir gut. Oder, ja, also das ist wirklich etwas, was ich gemerkt habe, so diesen Tagträumen, das hat etwas in meinem Leben bewirkt, mich freier und gesünder gemacht. Und das, glaube ich, kann man nicht aus sich selber heraus produzieren. Und was du noch am Anfang gefragt hast, wegen dem Tag, der ablaufen, es ist tatsächlich oft so gewesen, dass ich einfach wirklich angesessen bin und mal einfach die Augen zugemacht habe. Einfach so die Entscheidung am Anfang da gestanden ist, ich will gerne Gott begegnen, ich bin bereit und ich nehme auch Zeit. Wirklich, Zeit ist oft so ein Faktor, der ein bisschen gegen uns spielt. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, mega gut gewesen, dass Gott mir so eine Zeitangabe gegeben hat in 30 Tagen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht dran geblieben, weil ich manchmal mich schwer tue, so ein bisschen jeden Tag.
Aber da hat mir das jetzt sehr geholfen, um einfach immer wieder anzusitzen und so, doch, hey, es ist noch nicht fertig. Gott hat mehr parat und nicht nur einmal, sondern er wird mir täglich begegnen. So gut, wie du sagst, es war eine bewusste Entscheidung von dir, die Augen zu schliessen und die Stege dir aufzugehen. Ja, und dann ist Gott dir entgegengekommen. Ja. Du hast schon ein bisschen angetönt, was in deinem Leben gemacht hat. Ich will doch noch mal nachhaken, was für ein Momentum haben die Begegnungen in dein Leben gebracht? Was hat sie dir ausgelöst oder vielleicht verändert? Also ich glaube, das Größte ist, dass sie mir Gott auf eine unglaublich neue Art gezeigt haben. Also, dass die Begegnungen Gott in so Facetten aufgezeigt haben, die ich noch nie von ihm erlebt habe. Vielleicht gelesen, vielleicht gehört, vielleicht liest man manchmal der glorreiche Gott oder der Retter oder der Freund oder irgend so etwas, aber so wirklich erlebt, so tief im Herz, dass man spürt, das macht einen Unterschied in meinem Alltag, in meinem Leben. Gerade auch mit der ersten Begegnung zu sehen, dass Gott sich so auf ein Niveau für mich herablässt, dass es nicht darum geht, jetzt sich zu beweisen, sondern mir absolut in meinem Schmerz, in meiner Unvollkommenheit begegnet. Das ist etwas, was mich tief berührt hat und mich sehr bewegt hat und auch ein grosses Fundament gelegt hat für schwierige Zeiten oder auch in dieser schwierigen Zeit selber. Was ich sicher aber auch gelernt habe, sind einfach viele konkrete Beispiele. Also, ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis, wo es darum ging, so ein Schwarm von Flügen und Bienen um mich herumgeflogen und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so ein bisschen wie wenn Gedanken kreisen und man nicht klarkommt mit dem Ganzen, was um einen herumläuft und nicht kann sortieren, was ist wichtig und nicht. Und dort war so das Bild, hey, tu mal die ganzen Flüge auf die Seite, wie die stören nur, die machen laute Geräusche, die verwirren nur und dann konzentriere dich auf das, was wirklich relevant ist. Und das hat mir zum Beispiel als Bild einfach immer wieder geholfen, wenn ich so im Stress bin und irgendwie das Ganze wuselig wird, auch zu sagen, okay, was ist eigentlich gerade wichtig? So nochmal kurz stehen bleiben und aussortieren. Oder auch ein Beispiel war, dass es das Thema, das heisst Kapitel heisst Prüfungen, wo ich gemerkt habe, ja, Gott mit mir wirklich dort etwas zeigen, dass es wichtig ist, dass man sich vorbereitet auf bestimmte Prüfungen im Leben, nicht nur auf Prüfungen, die in der Schule geschrieben werden, sondern auch, wenn man unerwartet in sozusagen eine Prüfsituation kommt, wenn es stressig wird, wenn es anstrengend wird, dass man dann ready ist. Und das ist etwas so, wo mir als Bild mega geholfen hat, aber auch dann im aktuellen oder im tatsächlichen Alltag. Kannst du uns gerade von diesem Kapitel noch mal etwas vorlesen? Das wäre spannend. Ins Gespräch mit dem Mann in Weiß vertieft, lief ich gemütlich die Treppe hoch. Und wie es mit Gesprächen so üblich ist, verkürzte es unseren Weg auf angenehme Weise, so dass wir schon bald oben angelangt waren. Vor uns standen 3 Gebäude. Der Mann reichte mir einen Briefumschlag und deutete auf das Gebäude zu unserer Rechten. Heute musst du wieder alleine gehen. Ich werde auf der anderen Seite auf dich warten. Ich steckte den Brief ein, nickte dem Mann zu und begab mich zur Eingangstür. Als ich eintrat, war ich erstaunt, denn ich hatte so etwas wie ein Schwimmbad betreten. Bis auf einen schmalen Bereich an der Eingangstür war der gesamte Raum mit Wasser gefüllt. Und unter der stillen Oberfläche sah ich eine Treppe, die in das Becken führte. Ich hatte keine Badesachen dabei, doch es war offensichtlich, dass es keine Möglichkeit gab, das Ende des Raumes zu erreichen, ohne das Wasser zu durchqueren. Was soll's, dachte ich und ging ein paar Schritte hinein. Es war angenehm warm. Ich stieg tiefer hinein, bis mir das Wasser bis zur Brust stand, als aus dem Nichts ein kräftiger Wind aufkam und das gerade noch regungslose Becken in ein aufgewühltes Meer verwandelte, dessen meterhohe Flutwellen drohten, mich in die Tiefe zu drücken. Doch die einzige Frage, die mich in dieser bedrohlichen Situation quäle, lautete: Wie in aller Welt kann denn bitteschön ein Sturm in ein geschlossenes Gebäude kommen? Das war doch verrückt. Meine Entrüstung änderte jedoch nichts daran, dass ich schon bald vom Kampf gegen die Wellen so erschöpft war, dass mir nichts anderes übrig blieb, als umzudrehen. Ich stieg also aus dem Wasser und just in dem Moment legte sich der Wind wieder.
Ich war gerade einmal ein paar vorsichtige Schritte wieder ins Wasser gegangen, als sich der Sturm in bisher ungeahnter Stärke und Plötzlichkeit aufbäumte und die Wogen über mir zusammenbrechen ließ, wie ein riesengroßes Kartenhaus, doch ich wich nicht zurück. Auf einen absurden Einfall hin kramte ich prustend und nach Luft stoppend den Brief aus meiner Tasche und begann, dem Sturm ein paar Zeilen nach der anderen entgegenzuschmettern. Zeilen aus der Bibel. Zentimeter um Zentimeter kämpfte ich mich so voran. Und tatsächlich, je länger ich die Verse zitierte, die mir mitgegeben worden waren, umso schwächer wurde der Sturm, bis das Wasser sich so weit beruhigt hatte, dass ich die letzten Meter problemlos hindurch warten konnte. Ich erreichte das Ende des Beckens und stieg die Stufen hinauf. Vor der Tür zum Ausgang lag ein weiterer Briefumschlag. Ich steckte ihn ein und trat ins Freie. Draußen wartete wie versprochen der Mann in Weiß auf mich und nahm mich in den Arm. Ich dachte daran, mich zu wehren, weil ich ihn nicht mit meinen durchtränkten Klamotten nass machen wollte. Doch ich stellte fest, dass nicht ein Tropfen Wasser an mir war. Ich fühlte mich so erfrischt, wie man es nach einem ausgiebigen Bad für gewöhnlich ist. Doch meine Kleider waren so trocken, als kämen sie direkt von der Leine. »Freut mich, dass du es durch den Sturm geschafft hast«, sagte der Mann in Weiß. »Stürme gehören zum Leben dazu und selbst Gott verhindert nicht alle von ihnen. Doch ein Sturm kann dich erst überwältigen, wenn du vergisst, dass Gott bei dir ist und dir helfen möchte.« Danke vielmals. Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, dass auch gerade das Kapitel für dich so ein gewisser Schlüsselmoment war, wo du jetzt auch noch mitnimmst, auch ins Leben von eurer Familie, mit den Kindern. Willst du da noch kurz etwas dazu sagen? Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade vor allem mit der Corona-Zeit, habe ich und mein Mann eigentlich gemerkt, wir sind nicht mehr so in die Kirche gegangen. Zum einen einfach, weil es nicht mehr so möglich war wie vorher. Und zum anderen ist es auch bei uns in der Familie so, dass unsere Kinder nicht ganz so einfach abzugeben sind. Das heisst, so nach einem halben Jahr, wo Corona so da auch aktuell war, haben wir wirklich gemerkt, hey, wir haben irgendwie gar niemanden, der unseren Kindern die ganze Bibelgeschichte erzählt und all die Bibelverse, die man sonst einfach in der Kinderkirche sozusagen lernt. Und dann haben wir plötzlich gedacht, ja, hey, wir müssen irgendwie die Verantwortung jetzt wirklich aktiv übernehmen und auch etwas unternehmen, dass wir das ihnen weitergeben können. Und das ist uns vorher so gar nicht so bewusst gewesen, wie wir eben in Kirche jetzt immer gross geworden sind oder aktiv dabei sind, wo das gang und gäbe war. Und dann haben wir uns sozusagen so ein Sonntagsritual überlegt, haben einfach so einen Würfel mit 6 Farben drauf, 6 Karten gestaltet, wo jeweils so ein Aspekt drauf ist, wie eben in der Bibel eine Bibelgeschichte lesen, einen Bibelvers lernen, einen Worship-Song singen. So, dann haben die Kinder würfeln und die Farbe, die sie gewürfelt haben, haben wir dann gezogen. Und dann haben wir wirklich angefangen, mit den Kindern auch Bibelvers zu lernen. Und wir sind mega erstaunt, dass sie oft besser haben können wie wir. Also die Kinder können so unglaublich schnell lernen. Das ist wirklich Wahnsinn. Meine Tochter ist 2,5 und hat wirklich jetzt in der letzten Zeit also recht das Repertoire Bibelvers gelernt. Versteht es nicht immer, aber meistens. Und ein Vers, den sie mega gerne haben, beide, ist denn Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, egal wo du hingehst. Und wir haben dann eine Situation am Abend, es hat gewittert draussen und meine grösste Tochter hat irgendwie Angst gehabt, dass irgendetwas passiert. Und dann aus dem Nichts sagt meine kleine Tochter, aber Gott wird uns doch beschützen. Und sagt der Bibelvers in ihrer Sprache eben so, dass Gott uns Engel schickt und uns beschützt. Und das hat mich so berührt. Ich denke dann, das ist so alltäglich für sie gerade schon geworden und so wichtig, dass sie den Vers gewusst hat, um jetzt anwenden. Und wir haben dann das ein paar Mal gesagt und dann sind sie beide auch irgendwann eingeschlafen. Und das hat mich mega berührt und auch einfach, als ich wirklich gemerkt habe, man muss vorher vorbereitet sein, bevor ein Sturm kommt. Ja. Eigentlich das Wort von Gott anwenden. Ja, auch wenn es einem gut geht, wenn alles das Wasser noch schön eben ist, wenn sie eben dann wirklich wählen, dass dann das kannst du zücken und drauf stehst. Genau. Ja, das ist super. Mich würde jetzt noch wundern, wie sind denn so Zeiten mit Gott heute? Hast du jedes Mal, wenn du die Augen zumachst, die Treppe vor dir und so den Tagtraum? Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich habe das nicht jedes Mal. Hörst du immer oder gibt es auch Zeiten, wo du ihn nicht hörst, wo du nichts siehst?
Und wie gehst du mit diesen Zeiten um, wenn es einfach ruhig ist und vielleicht einfach schwarz vor dem inneren Auge? Also die Zeiten gibt es definitiv mehr als die anderen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das gehört ein Stück weit auch dazu. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass sehr vieles immer wieder von mir abhängt. Also von der Entscheidung, will ich Gott begegnen, bin ich bereit, habe ich die Zeit, nehme ich mir die Zeit. Und das ist wirklich so etwas, wo ich mich selber mega fest muss, immer wieder an der Nase nehmen und sagen, ich muss mir Zeit nehmen. Die ist knapp, egal was man macht, glaube ich, ob man Mami ist oder arbeitet, das ist immer knapp. Und da hat eigentlich nie genug Zeit. Aber ja, was mich auch eben dann immer wieder so beschäftigt ist es so, ja, was ist dann, wenn im Alltag, eben nachdem ich das erlebt habe, eigentlich nicht immer alles so top ist, wenn ich doch irgendwie hässig werde auf die Kinder oder doch mich irgendwie, wenn ich gestresst bin und eben das nicht immer kann anwenden oder gerade irgendwie den Weg zu Gott finden, was ist dann? Und dann habe ich in der Bibel am Anfang in Mose gelesen, also von der Stelle, wo die Israeliten in der Wüste sind und Gott dem ganzen Volk Israel eigentlich begegnet. Das hat mich so fasziniert. Ich dachte, wow, das ganze Volk hat die Chance, Gott zu begegnen. Das ist ja mega krass. Und dann ein paar Tage später machen sie das goldige Kalb und denken so, was passiert da eigentlich? Wie kann das sein, dass jemand, der Gott begegnet, kurz darauf aber denkt, Gott gibt es gar nicht oder ist nicht relevant in meinem Leben? Und das habe ich dann einfach mega tief gemerkt, das ist so wichtig, dass Gott einfach täglich und immer wieder einem begegnet. Und man schafft es wahrscheinlich nicht täglich, oder ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, ich nicht. Aber dass man sich das bewusst ist, dass Begegnung und Beziehung nicht einmalig ist und dass man auch nicht ich auch nicht von dem Buch für mein Leben kann zehren, sondern dass ich natürlich immer wieder Sachen kann abrufen kann, weil es Bilder sind, die mir schneller in den Sinn kommen, aber ich immer wieder neue Begegnungen brauche und neue Beziehungsmomente mit Gott. Und die sind relevant für mein Leben. Du hast ein paar Jahre später nochmal eine Krise erlebt, also einen inneren Zerbruch, eine Trauer, würde ich jetzt mal sagen, und zwar nach dem Tod von deiner Schwägerin. Deine Schwägerin ist Debbie Sitta, die im ICF Zürich Worship geleitet hat. Ich nehme an, einige von euch haben sie schon mal gesehen oder schon mal von ihr gehört. Und du schreibst jetzt gerade dein zweite Buch, da bist du gerade dran, wo über diese Thematik geschrieben wird. Haben dir die 30 Begegnungen in diesem Thronsaal geholfen, gerade in dieser Krise oder in diesem Leid inne? Also wenn ich ehrlich bin, im ersten Moment hat es überhaupt nicht so ausgesehen, als würde es einen Unterschied machen. Ich bin wirklich so dermaßen zerbrochen und hatte so unglaublich viel Schmerz in mir gehabt, in dieser Zeit vor ihrem Tod und durch den Tod ausgelöst, dass ich kaum können oder auch wollte weiterleben. Ich hatte eine mega klare Vorstellung gehabt, wie Gott muss schaffen oder was Gott muss machen, damit er zeigen kann, dass er gut ist. Ich habe mega klar gewusst oder auch mega geglaubt, dass er sie heilen muss, damit es gut wird, damit ich weiß, er ist gut und es wird gut. Und wo es dann nicht so war, ist sowohl mein Glaube mega crashed, als auch der Rest von meinem Leben drumherum. Mega lange Zeit habe ich nicht mehr sehr viel mit Gott in dem Sinn zu tun, aber wir haben als Familie ein Jahr lang kein anderes Gebet gehabt und wirklich so Tag und Nacht gekämpft, einfach, dass sich etwas verändert, dass sie geheilt wird, dass Gott ein Wunder tut. Und dann hat kein Gebet mehr so viel Sinn gemacht für irgendetwas anderes, egal ob jetzt ein alltägliches Gebet oder sonst. Und ich habe so gemerkt, dass ich bleibe irgendwie in dem Leid oder in dem Schmerz stecken. Und trotzdem ganz tief, glaube ich, in mir drin sind die 30 Begegnungen, die ich mit Gott hatte, so relevant gewesen, wie sie mir gezeigt haben, dass Gott in dem ersten Zerbruch, der eigentlich viel weniger schlimm war als der zweite jetzt, trotzdem so ehrlich und so tief können etwas bewirken und wirklich einen Unterschied können in meinem Leben machen, dass mir einfach so der Funke Hoffnung irgendwie geblieben ist, dass Gott, wenn jemand etwas verändern kann, dann er. Und trotzdem bin ich sehr, sehr lang in einem sehr dunklen Tal gewandert. Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, dass dein Vertrauen auf Gott
aber in diesen Zeiten trainiert worden ist, wo du eben ihm begegnet bist, wo der erste Zerbruch auch gehabt hast. Und dass dir Gott eigentlich nochmal neu in dem begegnet ist, in dem zweiten Zerbruch. Kannst du dazu noch etwas sagen? Also ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich beim ersten, also bei der Treppe mega gelernt habe, dass im tiefsten Tal oder in der dunkelsten Stelle oft Gott Schätze verborgen hat für uns, wo man nicht entdeckt, wenn man nicht dort einmal war oder sich nicht dort durchgeht. Und gleichzeitig genau ist es wirklich so, dass ich auch glaube, dass Gott natürlich in den Tälern und in diesen Schmerzmomenten, wo wirklich kein Mensch durchgehen will, wo man es meiden will, wo man um alle Preis rauskommen und so schnell wie möglich und so wenig wie möglich drin sein, dass Gott dort einem natürlich so tief wie sonst fast nie kann begegnen kann, wie wenn es einem gut geht, wenn alles gut ist. Dann hat man das Bedürfnis nicht so fest und dann ist man nicht so auf Gott angewiesen. Es wäre natürlich schön, wenn man dann genauso würde Gott suchen wie in der Tiefe. Aber dort war es ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer aus der Bibel das ist, aber es gibt eine Person, wo es wirklich so darum geht, dass kämpfen mit Gott und gleichzeitig umarmen. Ich glaube, das ist so fest in dem Schmerz gewesen, so der Kampf mit Gott, weil man nicht versteht, wie ein guter Gott das hat können zulassen. Und gleichzeitig so gespürt, es gibt keinen anderen, der irgendetwas bewirken kann als Gott selber. Also irgendwie schupft man ihn weg und zieht ihn an sich. Und es ist so über eine lange Zeit so Kampf und Umarmung gleichzeitig. Du hast in der Vorbereitung auch gesagt, Gott hat Zeit, wenn wir in einer Krise stehen. Wir Menschen manchmal nicht. Kannst du noch kurz dazu etwas sagen? Ja, ich habe erlebt, gerade vielleicht auch noch mehr im christlichen Kontext als ich dem anderen, dass Leute natürlich mega hohes Bedürfnis haben, dass Schmerz so schnell wie möglich weggeht. Also dass man dann so schnell wie möglich kann sagen, ja, aber Gott ist gut, sie ist im Himmel, jetzt geht es ihr besser, sie hat keine Schmerzen mehr. Und natürlich ist das so, aber der Schmerz auf der Erde, der ist so gewaltig groß. Und sie hat einen Mann, meinen Bruder, mit ihrem Sohn hinterlassen. Das zu sehen, das bricht einem wirklich das Herz täglich. Und wir sind nicht einmal vor Ort gewesen, so lange und trotzdem haben wir einfach gemerkt, das ist so furchtbar. Und dort habe ich gemerkt, dass so viele Leute mit Bibelversen geschickt haben. Und das ist natürlich auch gut und das ist das Wort Gottes, auf jeden Fall. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe mein Herz so zugemacht, dass Bibelverse manchmal fast das Gegenteil bewirkt haben. Und ich glaube, wenn man in dem Moment nicht offen ist, dass Gott einem das übersetzt oder dass der Heilige Geist etwas dazu sagt oder einem so zulässt, dass es ins Herz spricht, dann könnte ich manchmal auch fast noch mehr kaputt machen. Und ich habe dann wirklich einer guten Freundin sagen, hey, jetzt musst du aufhören zu schicken, auch wenn ich weiss, dass du das so gut meinst. Aber die Beforderung ist natürlich so hoch, mit Schmerz umzugehen. Und dass nach einer gewissen Zeit alle das Gefühl haben, jetzt ist gut oder jetzt ist der Schmerz vorbei und der ist dann noch nicht vorbei. Und dort habe ich gemerkt, Gott hat aber Zeit. Gott ist okay, auch nach einem Jahr Schmerz empfinden. Gott ist okay, auch wenn ich nach 1,5 Jahren struggle oder nicht schon wieder kann sagen, hey, du bist gut, Gott ist gut. Und das hat mir mega geholfen, einfach in diesem Schmerz zu sein, durchzugehen in meinem Tempo und wirklich so das richtig durchzumachen. Ja. Hey, danke vielmals. Das ist natürlich ein Thema, wo wir noch viel mehr darauf eingehen könnten. Aber du schreibst ja dann auch ein Buch, oder bist dran. Genau. Und du hast gesagt, dass du heute an einem ganz anderen Punkt stehst, dass es dir wieder gut geht, dass du aus dieser Trauer rausgekommen bist, obwohl du dir das lange Zeit nicht hast vorstellen können, dass du jemals könntest an einem anderen Punkt stehen. Und die Gottesbegegnungen sind für dich auch sehr relevant gewesen. Und du kannst heute anderen Menschen helfen oder sie ermutigen, ein Stück weit, die auch in dem stehen. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, was wirst du Menschen raten, wie können sie in so eine Gottesbegegnung, wie du es erzählt hast, tauchen oder reinkommen? Also ich glaube wirklich, das Wichtigste bei so grossen Krisen ist wirklich, dass man die Hilfe wirklich bei Gott sucht. Ich glaube, es ist mega relevant, dass man nicht vergisst, dass Freunde, Familie, ein Psychiater, Seelsorge, wie auch immer, mega wichtig ist und auch also in meinem Leben einen grossen Teil gespielt hat und dass man da genauso Hilfe darf in Anspruch nehmen, dass nicht nur Gott alles allein direkt macht, aber was ich schon erlebt habe, dass so die tiefen Begegnungen mit Gott wirklich das war, was meinem Herz einen Unterschied gemacht haben. Die einfach angefangen haben zu heilen, eben die Zeit
zu haben, mit Gott zusammen die Sachen anzuschauen und auch mal die Zeit zu haben, um zu sagen, nein Gott, jetzt will ich von dir gerade nichts hören, nichts sehen. Aber ja, ich habe schon erlebt, dass wirklich so einfach Zeiten mit Gott zusammen den grössten Unterschied gemacht hat im Leben. Ich habe wirklich so Ende 2019 eigentlich nicht mehr gedacht, dass es wirklich so relevant kann bleiben auf dieser Welt sein oder so gut wieder kann werden. Und jetzt nach und nach, eben nachdem ich mit Gott auch nochmal durch viel Schmerz durch bin, auch mit den neuen Begegnungen gehabt, die so in der ganzen Tiefe waren, irgendwie jetzt ist wirklich so ein Punkt, wo ich merke, nein, Gott ist gut. Und ich habe nicht gedacht, dass ich immer an diesem Punkt ankommen kann und wirklich kann sagen, mein Leben ist gut. Und was passiert ist, ist okay. Vielleicht nicht gut, aber es ist okay. Und mir geht es gut. Das habe ich lange nicht mehr sagen. Ich freue mich mega. Mega schön. Sehr, sehr schön. Ja. Also wirst du die Leute auch ermutigen, ein Stück weit ihre Art auch zu finden, wie können Gott zu begegnen? Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr außergewöhnlich, wie du das erlebt hast. Ja, also ich glaube, bei mir ist es so, also natürlich wünscht man sich vielleicht eine ähnliche Begegnung, aber ich glaube, Gott hat so viele Varianten, wo er einem begegnen kann. Es gibt, dass Gott durch Menschen begegnet, durch logisch hoffentlich Predigt und Worship, durch die Bibel, aber auch durch Natur, durch Sport. Und ich glaube, es gibt Leute, die haben einen sehr humorvollen Bezug oder Begegnung mit Gott. Das finde ich auch mega spannend. Das ist jetzt vielleicht nicht so mein Zugang. Mit anderen reden ganz banal oder auch durch Kinder oder irgendetwas. Also durch alltägliche Sachen, wenn man so darauf achtet, glaube ich, hat Gott mega eine grosse Range und auch viele verschiedene Zeit. Sachen. Also es gibt manchmal in meinem Alltag, so dass ich einfach für einen Moment einen Worship-Song anmache, geht 3 Minuten, wenn der überhaupt in Ruhe abläuft. Und der muss lange für den ganzen Tag, irgendwie, weil ich keine Zeit sonst habe. Und es gibt eben Tage, da nehme ich mir dann die Stunde Zeit, wo es genauso wichtig und gleich gut und intensiv kann sein. Und ich glaube, da ist Gott nicht limitiert. Und das finde ich mega wichtig, dass man selber seinen Weg findet und selber seine Begegnungen mit Gott und sich auch getraut, um zu sagen, hey, ich wünsche mir, dass du mir persönlich begegnest, so wie ich es brauche und nicht so wie jemand auf der Bühne es braucht oder jemand nebendran, sondern Gott hat so viele Optionen. Hey, super, mega. Danke vielmals, Fabienne. Wir sind leider schon am Schluss. Ich könnte dir noch lange zuhören. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich danke dir vielmals für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in den Lebensabschnitt oder Teil von deinem Leben. Es ist sehr, sehr bereichernd. Und ich freue mich, noch zu sehen und zu hören, was Gott noch in deinem Leben tut, aber auch durch dein Leben, auch durch das neue Buch, das dann rauskommen wird. Und ich bin überzeugt, dass er das brauchen wird, um Menschen zu ermutigen, um zu Menschen zu reden. Und er hat Grosses vor. Hey, darf ich dich noch bitten, zum Schluss uns zu segnen und einfach mit uns zu beten? Ja, mega gerne. Ja, Gott, ich danke dir, dass du über allem stehst. Ich danke dir so sehr, einfach, dass bei dir nichts außer Kontrolle geraten, auch wenn es bei uns manchmal so aussieht. Und ich danke dir, dass du wirklich alle Optionen der Welt hast. Weil du bist der die Welt geschaffen hat. Dir steht, du hast kein Limit. Du bist nicht eingeschränkt, du bist nicht limitiert auf irgendwie einen Ort, einen Raum, eine Zeit. Du bist außerhalb von Raum und Zeit. Und das begeistert mich und bewegt mich. Und das ist etwas, wo ich einfach so dankbar bin, dass wir mit dir auch nicht limitiert sind. Und ich bete jetzt einfach, dass du wirklich in diesen Herzen darfst wirken, dass du uns allen darfst begegnen, da wo wir dich brauchen. Und du kannst mit einem Wort die Welt verändern. Mit einem Wort hast du die Welt geschaffen. Also ist alles möglich. Und das ist das Bewusstsein oder der Glaube, die Hoffnung, der Funken Hoffnung, den wir brauchen, dass mit einem Wort alles möglich ist für dich. Und dass du in unserem Leben einen Unterschied machst, nicht weil es bei den anderen geklappt hat, nicht weil in der Bibel viele Geschichten stehen, sondern weil du mit uns heute einen Unterschied machen willst, weil du uns tief im Inneren begegnen, heilen und das herausbringen, was du uns angelegt hast, zum Aufblühen bringen. Und ich segne uns mit deiner göttlichen Inspiration, mit deiner göttlichen Kraft, aber auch mit einem tiefen, tiefen Frieden und mit der Gewissheit, dass du gut bist, egal was gerade um uns herum ist. Und mit einfach dieser
grosse Liebe, die du für uns hast. Wo wirklich alles kann umarmen, alles kann heben, wo Platz und Raum und Zeit hat, zum Sein. Amen. 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 Danke vielmals, Fabienne.